Guten Morgen. Mijn vrienden, we zijn van de Utopie gekomen. En wanneer we je vragen, waarom geloof je wat je gelooft, wat wil je zijn? Wenn je Glauben op een proef wordt gesteld, hoe sterk wil je aan den Glauben staan? Meine Frau, van waar stammt ons Glauben? Ik glaube, dat zijn alle Fragen, wat ons wichtig zullen zijn. En we zullen deze Frau kunnen antwoorden met een antwoord wat sicher is. Von der Seite, wir waren Galaten, wir werden sein, von wo kommt unser Evangelium, von wo kommt die Wahrheit und was wir stunden. Paulus hat an den ersten paar Stellen in der Galaterbrief hat uns gewesen, wo dort kommt und der Evangelium offenbaren. Und haben wir dort schon, dass die galatische Kirchen haben aufgegangen von dem Evangelium, was er gebracht hat. Und von der will er uns sein, er will uns wiesen, dass der Evangelium kommt nicht von Menschen, der kommt von Gott. So, wir sind von dem Galater Kapitel 1 auf bis 24. So, wieder gehen, weil wir anfangen mit dem Gebet. Jesus Christus, wir sind von der Frau, dass wir können taub kommen, das ist die Kirche, und wir haben wir von dir hier oder hören. Wir beten Gott, dass du uns das Hort ummerken, dass wir können mit Frieden und Sicherheit wieder Jesus Christus noch feiern. Und Ziel ist natürlich erst die Menschen leiden nur Jesus, dass sie Jesus können noch feiern, Gott. Ich bete, dass du uns wiesen, dass du erst eine Kraft und in Jesus Christus seine Gnade leben und auch eine Sicherheit und die Offenbarung von der Evangelium. Gott, ich bete für jede Person, was von dir, welche Dinge kommen von dir, Schwierigkeiten in Hortmaterial und dann. Ich bete Gott, dass du von dir besonders uns ermutigen. Wir beten alle das in Jesus' Namen. Amen. Das wird Evangelium. Ich glaube, das ist ein Wort, was sehr wichtig ist, dass wir das verstehen. Und ich kann in der letzten Präsentation ein paar Mal sagen, was das Evangelium ist. Ich werde und zwar bis heute denken, dass der Evangelium meint, der Gott hat nur recht. Wir sind nu in Dezember, wir gehen in der Dezember Weihnachtszeit nähern. Und wenn wir von Weihnachten denken, dann werden wir dort nicht vergessen, dass Weihnachtszeit ist eine Evangelium-Zeit. Jesus kam, das ist ein kleines Kind, zur Welt, dass er ein vollkommenes Leben leben, dass er nach dem Krieg sterben für unsere Sünden, abstehen vom Tod, dass wir ein neues Leben haben, und dort ist Gott noch recht. So werden wir diese Weihnachtszeit nicht, so sei es mehrlich, werden wir nicht checken, warum er uns umgehen wird, werden wir checken nur Jesus. Er ist gekommen, uns zu raten, und dort ist Gott noch recht. So wenn wir von der Evangelium reden, dann wir reden von dieser Gott noch recht. So wenn wir anfangen, auf der Vers hier, und der letzte Sonntag sagen wir, wo Paulus in viel Wege nimmt noch fair, für wo sie von der Evangelium weggegangen werden. Von der erste war in der nächsten Vers, auf der Vers, fängt er ein bisschen an. Er sagt, dit soll je weiten, Brüder, dass das Evangelium, das ich predigt, nicht von Menschen kommt. So er hat hier anstehen für sich, er merkt dass klar, dass dort, wo er predigen wird, das kommt nicht von Menschen. Das ist ein interessantes Ding hier, was er hier sein wird. Und das kann wir vielleicht in das Plattdeutsche sagen und nicht ganz sein. Er sagt, das Evangelium, und dort wird predigen, dort ist dasselbe wird in der griechischen Sprache. So was er hier sein wird, da geht er nur recht, was ich ihn bringen darf, dat ik in zijn weg brengen, dat er Gott nur recht ist. So wenn wir von der Evangelium reden, dann werden wir das einmal rüberbringen, mit dem anderen, so dass gefallen ist, dass Gott nur recht. So wenn du von Jesus Christus reden das, und du reden das von was Jesus getan hat für dich, wer er ist, was seine Verlangen ist dort Gott nur recht. Oder bist du eine Person, die negativ ist? Und wenn du von Glauben reden, das ist bloß das Schlechte, was in der Welt ist. Wo das bis mit Sinn alles verbunden ist. Wo da wenig Hoffnung ist für unsere Zukunft.
oder wann wir von der Evangelium reden, dann, dass Jesus Christus gekommen ist, reden wir von Gaude nur recht. So, das ist sehr wichtig, dass wir diesen Anfang haben. Wenn wir von Jesus Christus reden, dann werden wir freundlich kicken, wegen wir haben eine Gaude nur recht. Dann sagt er wieder, dass er haft das nicht von Menschen gekriegt. Dort hat er von kein Menschen gekriegt. Das ist nicht ein Glauben, was wir haben, und eine Lehre, was von Menschen kommt. Und Paulus wird hier in das Brief, und die wollen sagen, in der Brief, was Paulus schrieben, das ist ein Timer, was er von schrieben hat. Und ich glaube, er wird hier ein klein bisschen reden von der, und dieser Stelle steht, woran das so wichtig wird, dass Menschen das begreifen, dass er kein nicht an seinen Ihnen hoven, er kein an Gott sein hoven, er kein zum Offenbaren, dort wird Gott uns will sein. Er kein nicht, wenn er nie, was Gott abgeracht hat. Er sagt, das kommt nicht von Menschen, und er sagt wieder, und dort hat mich auch keiner gelehrt. Woran wird Paulus das sein? Und ich glaube, die nächste Versen 13 und 14 lernen uns ein bisschen, woran er das sein wird. Er sagt, die haben doch von meinem Pferd Leben im Judentum gehört. Wahrscheinlich hat Gott seine Gemeinde verfolgt und probt nichts zu merken. Ich ging im Judentum wieder, als was viele andere meine Zeit. So streng ich mich an, mit Vordersch ihre Gesetze zu halten. So wer wir Paulus? Heißt wir sondern was sehr deep in der Judentum wir. Und was ist das Judentum? Dort wir die Juden glauben in der Zeit. Dort wir die Gesetze halten. Und die Juden werden dort gelehrt, und Gott hat die Juden das Gesetz gegeben, so dass sie können sein, wer sie wären. Sie können glauben stellen in den einzigen Gott. Und sie sollen wagen für den Messias, wenn er wird kommen, das Messias für die Rettung bringen. Aber die Juden mögen sich viel Druck mit dem Gesetz, was Gott entgeben hat. Der Gesetz soll Port sein von dem Bund, was sie mit den Herren haben, wird sie glauben. Da wir aber bewiesen, dass sie einen Glauben haben in den Herrn. Aber leider, dass sie würden in den Glauben festhalten, sie halten sich leider fest an das Gesetz. Und Paulus, wie ein von den Liedern von dieser, wie ein von den Ländern, er schafft sich nach, wie wir mit so zu sein, wenn er ein Pastor wird, er fängt sozusagen klein an, er hat vielleicht ein Bett mehr halten, und dann lehrt sich $1 an. Dann bald war er der Älteste, und so schafft sich noch, dass er der Älteste über die ganze Gemeinde wie ein Bitte wieder. Er war noch nicht ganz der Erste, aber für sein Erlass schafft er sich sehr noch. Und er sagt hier, er schafft jeng an die Tag. Er schafft jeng an. Ich glaube, das sind von der vielleicht so eine, was hier und da, was je noch nicht haben, der Evangelium ganz angenommen. Die haben noch groß genug Religion in ihren Hort, dort das ihn zurückhalten wird, um Jesus Christus sportlich annehmen. Sie, der Trouble für die Juden in dieser Zeit wären, sie haben einen Glauben. Sie haben den Glauben in die Gesetz, was Gott gegeben hat. Und ich glaube, das sind viele Mennoniten, die mehr Vertrauen haben in die Gesetze, in die Ordnungen, was der Tag abgestellt hat, als was die in Jesus Christus haben. Und die Gesetze, was wir uns feststellen, dann ist wichtig, stehen noch mal in Stich von der Evangelium anzunehmen. Als ein Prediger wird mal gesagt, wir haben mal groß genug Religion, um uns von Jesus wegholen. Wir können gut genug von der Bibel, dass wir wollen sagen, no, mir fehlt Jesus nicht, wegen ich habe was mir halten wird. Wir haben vielleicht ein kleiner Glauben, aber das ist uns gut genug. Und das hält uns träge von der ganzen Evangelium annehmen. Paulus, der schafft wieder, und er schafft sich noch in Judentum. So dass wir dort heißt die Wiederschaffenheit, woran er sagt,
dat het niet meerlijk weer, dat hij zich uit zichzelf dit uitdenken deed. Want hij had een ziel. Hij had het ganz klaar wat hij wil en waar hij heen wil. Maar dan kwam Jezus en openbaart zich naar Paulus. Paulus ging eine weg en dat wir in Menschen gesetzen. En ik geloof viele von uns, wir sind vielleicht auf diesem Weg. Wir sind dort hingerannt, wir wollen den Menschen gesetzen holen. Und dort hält uns träg von Jesus Christus seine Weg annehmen. Und Jesus Christus seine Weg ist einmal bloß Gnade willst wie glauben. Radas würde ich wie rat sein. Und nur dort kommt der Gott Worken willst wie glauben. Nicht, die Worken sind nicht durch, so dort wie kann glauben. Oder so dort wie kann Gnade kriegen. Gott schafft in Paulus. Und offenbart sich. Und dort kam von Jesus, wegen der als keine ohne Weg, dat Paulus wird sich drehen. Ich habe mit Menschen geredet, wat sehr acht abwassen sie zu sein. Sehr fast an den Männern nicht gesetzen. Und dann wollen sie alle wieder, und dann schafft Gott an den Hort. Und mit langsam Zeit der Dinge, was sie erst einmal sehr jung werden. Die Lehre, dass Jesus Christus erst gekommen uns zum Raten, dass wir können das weiten, dass wir seilig sind. Gott schafft an der Person. Das ist nicht die Person, die den harten Weg merken, das ist Gott und Gott allein. Und das ist, was hier zu Paulus vornehmen. Wieder sagt er in der 16. in der 17. Vers, dass er lehrte nicht von den 12 Aposteln. Er sagt, dass gefallen die, mir in seine mein Sinn zu offenbaren, dat ich von am Mann der Völker predigen soll. Ich kann nicht erst mit Menschen reden. Ich denke auch nicht nur Jerusalem, nur die Apostel wären als ich. Euer Apostel wären als ich. So diese Evangelium, was Gott nach Paulus geben hat, die kamen nicht von Menschen, die kamen nicht von Menschen leer. Und Paulus sagt hier, der Evangelium, was er kriegt, kam auch nicht von den Aposteln. Und das ist interessant, wir sollen das ein klein bisschen verstehen, warum das wichtig ist. Jesus Christus kam für die Juden, aber er kam nicht bloß für die Juden, er kam auch für die, was Heiden wären, die, was Griechen wären. Und wir sind Point von den Heiden, wir sind, was Englisch nennt, Gentiles. Und das Evangelium, was Jesus braucht, das kam durch die ersten Aposteln, wir sind die 12 und die 13 Jünger. Und durch diese 12 Jünger, die Gott die Juden das Evangelium wiesen und bringen. Aber Gott hat Paulus apart gesagt, dass er das Evangelium nur die Heiden bringen, nur die Gentiles bringen, nur die Griechen bringen. Und er will Paulus dort offenbaren, büter was die Apostel hatten. Wir wollen lauter sein, wo, wann dort, was Gott, Jesus hat Paulus am Hort gelegt, was das Evangelium war, apart von was er durch die 12 Aposteln hat offenbart, wenn die zwei taub kamen, und sie teilen sich dort Eva, das wird das selbe Evangelium. Und das Evangelium ist das. Jesus Christus ist gekommen, er hat den Satz vollkommen gemerkt, hat er vollbracht, dass der Satz nicht mal neidig ist, zum Gott gefallen. Das ist bloß durch was Gott oder Jesus auf dem Kreuz hat getan, und sein wahre Abstand von dort, wodurch wir gerettet sind. Und dort wird das Evangelium, was Petrus und Jakobus und die anderen Jünger predigen. Und das wird auch dann derselbe Predigt, was Paulus hat. Er sagt dann, dass er kam und er kam nicht, er ging auch nicht nur Jerusalem, nur die Apostel wären. In Apostelgeschichte Kapitel 9 kann ich sein, wo Paulus zum Glauben kam. Jesus Christus offenbart sich nur Paulus. Und wir sind in Apostel Kapitel 9, 26. Vers, die Jünger, die wollen nicht kommen mit Paulus, wegen sie hatten eine Furcht vor ihm. Er hat genommen manche Kirchen. Und dort wird Saulus, die, was die Kirche verfolgen. Aber Gott
hat einen Plan für arm. Das kommt nicht von Menschen, das Evangelium, das kommt von Gott. Der zweite Part von der 12. Vers sagt, Jesus Christus hat mich dort selbst offenbart. So, wenn ihr den Neuen Testament kann, das wird offenbaren, meint, dort obdaken, dort wird ihr schon Geheimnis wir. So, wenn wir sagen, Klimat, bis zum Beispiel, wir sind in der besten Weihnachtszeit, wenn ihr kann vielleicht zurückdenken, wie viel von ihnen kann kaum abstellen. Ich weiß nicht, wie viel von ihnen dort kann kaum abstellen, die proben nicht eine Graute kaum zu finden. Und dann wird in der Älteren, die sagen, die kommen ab, noch einmal du Wort bern wir, eine Schenk bern wir, dann eine Dark Eva oder ein Topdürk oder einmal, dann wieder verstärken. Aber Weihnachtsmarsch kann wieder haben und nehmen dort wach, um dort offenbaren, Wort in der kommen wir. Dort ist Wort offenbaren mein det. Und das ist, was Paulus sagt. Dort wie ein Geheimnis. Dort wir in vielen Wege verstärken, wo Menschen würden verseint sein mit Gott. Und dann kam Paulus, um dort offenbaren, wo dort mehrlich wird. Dort wie können gerecht sein für Gott. Büter die gesagt holen, willst wie bleiben. Paulus redet wieder in der Epheser Kapitel 3, der erste bis 7. Vers, wir haben auch nicht Zeit von der, dort ganz lesen, aber er redet von das Geheimnis, was wir, wo dort mehrlich erst dort zwei Gruppen Menschen, die Griechen und die Juden taubtheim, zum eine Volk Menschen sein, ein Körper. Und der Evangelium, dem Predigen, dort jede Person, was Jesus Christus annehmen wird, kann dort ewig Leben haben. Dann wieder sagt Paulus, er kriegt dort von Jesus selbst. Jesus selbst wird er dort offenbaren. Und er wird geraubt, er wird apart gesagt, durch Gott seine Gnade. Das sagt aber in der 15. Vers, aber aus dem, der mich durch seine Gnade zu Wort besondere berauben hat, er auch geboren wird. Paulus, doch, er weiß, was sein ganzes Leben wird bringen. Er hat einen Plan, er wird sich abschaffen im Judentum, er wird ein Ledner sein in dem Judentum, aber Gott hat einen Plan. Und ich will uns von der Halten denken, dass Gott hat einen Plan für dein Leben. Wenn die 7 Jahre bist, 70 Jahre bist, irgendwann, wenn die 100 Jahre bist, Gott hat einen Plan für dein Leben. In dem Plan steht all, er ist, was du geboren bist. Gott sein Plan ist, dass er will die Brücken, um sich selbst verherrlichen, dass die Welt kann lernen, dass sie auch durch Jesus Christus kann, dass ewig Leben haben. Und das war nicht, was Paulus will tun. Gott hat einen Plan für sein Leben. Gott hat es gewählt, dass er ein Apostel sein. Nicht bloß für eine kleine Gruppe Menschen, aber für die Herden, für die Gentiles. Und seine Arbeit, dort wo er tut, das bringt von der und Tag nach Frucht. Da wir nicht Paulus sein Plan, da wir die Arbeit, was Gott der Paulus tut, wodurch, wir würden können sagen, wir sind hier, wills Paulus Wort apart gesagt. Wegen er wir die Apostel für die Herden. Sag wir uns von der fragen, was hat Gott die apart für gesagt? Was ist dort ein Ding, was bloß die kannst tun? Vielleicht wirst du niemals hier auf der Stage sein, das ist ein Prediger in der Evangelium mitteilen. Vielleicht wirst du niemals ein Sänger sein, hier in der Kirchläden in Gesang. Aber sind die Orte, wo die deinen kannst? Du bist der einzige vielleicht von dieser Kirchwort, wie deine Arbeit in Christ ist. Gott hat die Ministry gegeben, dass die kannst Jesus Christus mitteilen. Vielleicht bist du der Einzige, der in deiner Familie in Christ ist. Der Einzige, der Jesus Christus in Evangelium tun wird. Gott sein Plan für dich ist, dass du das Evangelium mitteilen wirst. Dort ist Gott sein Plan gewesen und dort ist sein Plan gewesen, ehe du geboren wirst. Gott sein Plan für Paulus wir,
dat hij wordt, maakt de volken predigen, dat vele worden te Jezus Christus komen. En wie kan zijn waar God zijn hand aan Paulus zijn leven weer, dat de schuld wat hij had, waar hij uitgeleerd werd, hij kan de straf goud. En hij had ook een schuld, wenn hij niet in Jerusalem afwassen had, hij was in Tarshish ab. Hij wurde een schuld aan gehad, dat hij kon ook de Grieken denken. En God neemt een man, wat goven had, wat goud beleerd weer, wat een grote schuld had, en hij bracht aan. Niet zoals hij geplant had, maar zoals God had geplant. En van daar, wanneer die leven anders uitgevallen heeft, is wat du geplant hast, dat is ganz en daunt. Wenn God heeft die leven uitgeplant. Hij heeft wijze dingen laten toegaan in die leven, ook de zware dingen, zodat hij kon die brücken, om zijn evangelium met de ganze wereld metdelen. En aan het 20e vers zegt hij, en wat ik jullie hier voor God schreef, zijn niet lees. Ik wil gaan dat we zelfs es niet terug naar de Bibel checken. En niet bis aan Menschen gesetzen houden. Nicht bloß dort annehmen, was der Prediger sein wird. Aber wenn die Bibel opgemerkt wird und uitgelegt wird, dass wir uns an Gott sein wird haben, wenn sein wird, als niemals lees, dass es immer der Wort hat. Dann redet Paulus wieder. En hij redt van wo das Evangelium am transformieren deed. Hij wil eerst eine weg. Hij wil sehr vast aan zijn Gesetzen. Hij wil so vast aan de Gesetzen, hij wil Menschen dort merken, wat nicht die Gesetzen handeln. Ich glaube, wir kann vielleicht sind die Mennoniten, was sie dort sagen. Sie sind so vast an den Menschen Gesetzen, dass sie wollen irgendwas tun, zum anderen zu sagen. Wir haben gelesen, wir haben gehört, wo dort in Bolivia, Belize und Mexiko noch mal so passieren wird. Dort die Männer kommen von der Kolonie und sie sind so jungen, die Evangelium gepredigt wird, die wurden vor dir am Sterben. Die wurden Menschen durchschauen, bloß wegen, so Jesus Christus in Namen wollen ehren. Und bloß wegen, sie wollen das Evangelium wieder drehen. Das wird noch von der und dagen an zum Mennoniten-Team. Aber Gott hat ein Evangelium, was zusammen will reden. Und das als Grater ist irgendwas, was wir als Menschen können verstehen. Gott sein Evangelium wird gewinnen. Wenn das kommt nicht von Menschen, das kommt nicht in Menschenkraft, das kommt in Gottes Kraft. Und durch Gott seine Kraft wird dieses Evangelium uns transformieren. Paulus wie Sonne wird ihr jeng wir. Und man kriegt dasselbe Ziel, was er jeng in Christus wir. Wenn Gott noch Arbeit in sein Wort hat getan. Dann schafft er, man kriegt sein Ziel für Jesus Christus. Vielleicht kann die Familie, Freund, wird ganz jeng Jesus Christus dann gestaltet. Ich will ihn von dir halten und Mut voten. Mit Gott seine Kraft ist es nichts, was allmählich ist. Du hast keine Person, wer sein Hort hart ist, ist, dort Gott nicht den Hort kann nehmen, den Hort wecken und den Person brücken für Gott seine Ehe. Paulus sagt dann wieder, er redet ein klein von seiner Bekehrung. In der 17. Vers sagt er, ich ging auch nicht nur Jerusalem, nur die alle Apostel werden. Dann sagt er, ich ging nur Arabien und kein weiter Träg nur Damaskus. So Paulus wird durch in Arabien für 3 Jahre
En in die 3 jaar, dat is wanneer Jezus Christus zijn evangelium openbaren deed naar am. Dat we niet door mensen leren, dat we door wat God deed. En dan van Paulus terugkwam van dit. Die 3 jaar wat hij apart weer in Jezus Christus openbaarde dat naar am. Apostelgeschichte kapitel 9, de 20 en de 22 vers, redt een klein beetje. Wat passieren deed, als hij deze 3 jaar ontvangen deed. En ik wil ons dat helpen zijn, wer Paulus eerst weer en wat de endenis weer in am. Apostel kapitel 9, de 20 en 22 vers zegt, hij vangt vuurs aan en schallen te predigen, dat Jezus Christus Gott zijn sehen wir. Eerst wird Paulus nichts von zijn geredet. Hij wurde zijn jeng gewast. Hij wordt gezegd, du hast maar ein Gott. En hij is ein, dat is aanmeldt dat Jezus Christus Gott zijn sehen kon zijn en wieder dat Gott den sehen werkelijk Gott is. Dan sagt alle die am Herren wunderen sich en fragen, ist het nicht die in Jerusalem anbracht, die diesen Namen anraubten? En als die nicht hergekommen, en als die nicht hergekommen, die vast te nemen en naar de hoge priester te brengen, aber Saul wordt sterker en sterker en predigt zo klaar te de Juden in Damaskus, dat Jezus de Christus is, dat zij niet jengen am stonen kunnen. Dat zelfs je kracht wat hij brukken deed uit zichzelf. Tam jengen God schaffen, hat Gott genoeg gemacht, om even komen dort wat God in arm schaffen deed. God nam Paulus wat eine Weg gaan deed. Hij deed zich openbaren naar arm. Hij maakte hem een ware geboren mens, dreed hem om en door God zijn kracht bracht God Paulus om de evangelium te de ganze wereld brengen. Ik weet niet hoe die van deel en dag best. Ik weet niet wat die zelfs aan zijn in des. Best is een persoon wat vielleicht zo veel deed. Ik heb veel te veel dingen gedaan wat aardig zijn. Mij stonden veel te veel zin in stich dat God mij wil aannemen. Kijk maar wer Paulus weer. Hij weer zo'n wat Christen aanbrengen deed. Hij weer zo'n wat jeng het kerk schaffen deed. En jeng Jezus schaffen deed. En Jezus nam aan en zender. En verandert zijn leven zo'n grote weg, dat het bloos merkelijk weer door God zijn kracht, dat zijn leven niet anders weer. En God wil dat ook doen voor ons. En wat wird het dan dat de Christen deiden, wanneer zij zeggen wat God en Paulus had gedaan? 21 en 24, de Galater zegt ons daarop, reis ik ook naar Syrië en Sicilië zien. En Paulus in de gemeenten in Judea kenden mij nog niet. Zij hadden bloos zijn hier, dat die eerst vervolgd had, predigt nu den Glauben, die hij eerst had proef te versteren. En zij loofden God, dat het met mij zou geworden weer. Dat we door de kracht wat van God komen deed, dat Paulus geändert weer. En wanneer dan de persoon is, wat God een endernis in een endernis schaffen deed, waar we naar Jezus checken, hij is die wat de endernis merken deed. Dat is niet door mensen gezegd, wo door de endernis komen deed, dat is bloos door Gottes kracht. So wat is die Geschichte? Wo heeft God die geändert? En wo kan mensen over die God loven voor wat hij gedaan heeft? Ik wil van jou sluiten met een ding wat ik geloof verder wichtig is. Vele van ons, en ik ben een van die, we wachsen in de kerk op en we kan vielleicht zelfs niet is wat in de kerk is.
Wir haben vielleicht nicht ein schlechtes Leben geführt, das viele von reden dann. Uns wird zurückgehalten von vielen Dingen. Wir haben vielleicht uns niemals aufgegeben mit Partys und alle Sorten, was du mitkommen wird. Aber uns Leben ist doch ein Zeichnis von wo Gott uns raten wird. Da bohrt nicht Wort von Geschichte wie Hand. Da bohrt bloß, dass wir kann sein, wo Gott in uns Leben schaffen wird, dass er uns transformieren wird. Dass er uns apart sagen wird, alles, was wir im Leben durchgehen, das er, sodass wir kann ein Bild sein für das Evangelium, dass mehr Menschen kann sein, wer Jesus ist und am annehmen. Wir schließen mit einem Gebet von dir. Jesus Christus, wir sind von dir froh und dankbar, dass diesen Mann Paulus, was wir hier von dir lernen können, dass du am Raden deitst, dass du am Port sagen deitst, er geboren wir, dass er kann das Evangelium bringen zu uns. Das ist nicht Paulus sein Evangelium, das ist nicht Petrus sein Evangelium, das ist nicht Barnabas sein Evangelium, das ist Jesus Christus sein Evangelium. Und von dir, in diesem Monat, wenn wir nach der Weihnachtszeit sind, help uns denken, dass dort, was wir glauben, dort hängt nicht an Menschenlehre, dort hängt an einer Offenbarung von was Jesus Christus uns gegeben hat. Und lasst uns dort annehmen mit Frieden. Wir beten das in Jesus' Namen. Amen.